Devil Late Night. Fast live aus dem Maskott. Heute mit dem Kunz und der Agota Demon. Und da ist er, immer unter strenger Beobachtung vom Ombudsmann, der Dominik Devil. Merci vielmals. Danke. Hier halblive im Maskott und natürlich auch daheim vor der Fernsehsessel. Herzlich willkommen zu Devil Late Night. Schön sind ihr heute Abend dabei. Was soll ich sagen? In der letzten Woche ist etwas passiert, das uns persönlich, jetzt bei Devil Late Night, wirklich persönlich angegangen, betroffen hat. Und zwar hat uns der Ombudsmann gerügt. Der Ombudsmann, ich weiss nicht, ob irgendjemand weiss, was der Ombudsmann... Ich habe lange nicht gewusst, was der Ombudsmann, das klingt ein bisschen nach Herr der Ringe. Ja? Ich kenne es noch natürlich von meinem Kindergartenunterricht, wo ich im Kindergarten Kind unterrichtet habe. Ich kenne es her. Es tanzt ein Biber, Ombudsmann. Spiele, die man gerne macht. Und dann tanzt er und dann muss er eine Beilagerechnung hinter jemandem rühren. Und dann muss sie wahnsinnig schnell... Nein, ganz ernst jetzt. Er hat es ist eine Sendung beanstandet worden bei ihm von Devil Late Night. Das war letztes Jahr, Ende November, gerade kurz vor der Atomabstimmung. Und da haben wir eine Sendung mit dem Baschi als Gast. Und da ist beanstandet worden, dass wir anscheinend sehr Propaganda gemacht hätten für den Atomausstieg. Was man nicht darf, so kurz vor einer Abstimmung. Ja? Und der Ombudsmann... Wie sieht der Ombudsmann aus? Weißt du? So einem langen Zeigefinger. Der Ombudsmann, der hat sich die Sendung angeschaut und hat dann dem stattgegeben und hat uns eine Rüge erteilt. Schauen wir doch einmal, um ein Urteil zu fällen, kurz in die Sendung mit dem Baschi rein. 3, 2, 1 und go! Gut, man könnte schon, wenn man die Bilder sieht, müssen wir zugeben, man könnte jetzt interpretieren, dass wir von Devil Late Night etwas gegen Atom haben. Das könnte man jetzt, wenn man es ganz genau nimmt. Und das tut uns leid, wir wollen uns jetzt an dieser Stelle wirklich rechtschaffen entschuldigen. Und wenn wir einen Ausgleich schaffen, wir wollen auch jetzt ein paar Jokes machen für Atom, das sind wir jetzt, denke ich, schuldig. Also die anderen Seiten einfach auch zeigen. Wir haben wirklich lange im Autorenteam Devil überlegt und es ist uns dann wirklich ein Witz eingefallen. Habe ich hier aufgeschrieben. Also, da ist was brauchen Solarenergiebefürworter? Eis aufs Dach. So, das war der Joke. Dann muss man natürlich auch sagen, dass auch wirklich... Ja, danke. Danke. Merci. Einfach mal an euch. Einfach mal so an euch. Muss man vielleicht auch mal sagen, dass auch der geliebte Globi Verlag erkannt hat, so schlimm ist Atomenergie nicht und hat gerade ein Büchlein herausgegeben. Das wäre das hier. Und einfach, um jetzt wirklich den Frieden zu machen mit allen Leuten hier aussen, die ja die Initiative dann abgelehnt haben, haben wir jetzt einfach im Autorenteam noch ein paar schöne Bilder zusammengestellt, um zu zeigen, doch, die Atommeilen gehören zu unserem Landschaftsbild. Sie werten es auch definitiv auf. Nehmt das bitte an als Entschuldigung von uns. Die schönen Bilder.
Und wenn man von Atommeilen spricht, dann muss man auch vom Strahlen reden. Und gibt es eine Person, die schöner strahlt in dieser Show als unsere beliebte und geliebte Agota Diemen? Wer hat hier Fukushima-Fungi bestellt? Sehr schön. Eine ukrainische Pilzpfanne hast du uns mitgebracht. Ja. Willst du gerade jemand mal probieren? Ja, natürlich, hier für dich. Ja, schau, die Begeisterung. Nein. Davon wirst du strahlen. Wunderbar. Ach gut, schau, da kannst du da hinten Platz. Oh, das ist noch ein Tisch. Hoppala. So, Agota, wunderbar bist du da. Weißt du, was wir auch noch letzte Woche entdeckt haben? Ja? Es heisst ja immer auch bei den grünen, linken, roten Atomgegner-Studenten, heisst es immer, habt Sorge zu unserer Welt. Wir haben nur eine. Nein. Seit letzter Woche wissen wir haben noch 7 erdähnliche Planeten jetzt neu entdeckt. Ja? Die sind entdeckt worden und es sind jetzt natürlich nur da so Zeichnungen, Illustrationen von denen, die man hat. Und jetzt haben wir exklusiv, meine Damen und Herren, bei Deville Late Night, haben wir das erste offizielle Foto von diesen 7 Planeten. Bitte schön. So, liebe Kinder, herzlich willkommen zu Politikplanet. Wir haben hier die 7 ganz neu entdeckten Planeten. Ja? Die schwirren irgendwie umeinander. Man weiß nicht genau, für was sie da sind, aber man hat dann eingehende Untersuchungen gemacht. Zum Beispiel haben wir hier, ja, da wächst nicht viel auf dem Planeten, muss ich ganz ehrlich sagen. Sehr mindere Vegetation. Es ist der große Rote, wird er auch genannt. Ja. Da unten ist die kleine Rote, haben wir da unten noch. Dann haben wir da unten einen Planet. Agota, schau, sehr interessant. Er hat eine Vegetation, die sich sehr für einen Weinbau eignet, hat man festgestellt. Und dann haben wir einen ganz gefährlichen, einen ganz kargen, rauen, einen ganz munzig kleinen Planet. Das ist hier in der Mitte. Ja. Das ist hier. Man hat wirklich so Forschungen gemacht, hat noch nicht so viel herausgefunden. Aber es hat in allen 7 Planeten, das haben sie gemeinsam, hat es also wirklich Luft und Wasser en masse. Ja? Intelligenz hat man noch nicht nachweisen. Aber wir sind wirklich dran. Ich finde doch das etwas Wunderbares. Und jetzt stehen wir hier unten auf der Erde und warten, dass eventuell irgendwelche Wesen aus dem Planet auf dem Planet könnten zu uns herabkommen. Nein, wir müssen doch hier nicht Initiativen ergreifen. Wir müssen doch jetzt jemanden hier aufschicken, einen Botschafter für die Schweiz, ja, der wirklich die Werte vermittelt, was wir leben. Jemand, der wirklich das auf sich nimmt, der ins Raumschiff steigt und dann wirklich, müssen wir vorstellen, der ist natürlich jahrzehntelang ist der unterwegs, oder? Müssen wir abstimmen, wer das könnte sein? Wer ist für die Gölle? Hand hoch. So, gut, da haben wir schon einen Botschafter gefunden. Das geht doch wahnsinnig schnell. Technik, die begeistert. Kann man so zusammenfassen, wenn man von Raumschiff redet. Und das hat man auch hier auf der Erde festgestellt. Das ist jetzt gerade in der letzten Woche hat man etwas rausgebracht, ein Retro-Handy. Habt ihr vielleicht gelesen davon? Ein Retro-Handy. Nokia hat das jetzt wirklich wieder rausgebracht. Ein Handy, das von, ich weiss gar nicht, wie lange das her ist. Schaut mal, das 3310 haben sie wieder rausgebracht. Ein uralter, ja, gell, Sie da, Dame? Ja. Ja, noch den Weltkrieg miterlebt, da weiss man schon. Und 3310. Neues Design, Retro-Schick ist jetzt wieder in. Wie gesagt, nicht nur bei der Musik, nicht nur bei der Mode, auch bei den technischen Geräten. Da sind andere Konzerne gerade aufgesprungen. Ja? Wirklich aufgesprungen. Zum Beispiel hat jetzt Post, schwere Zeiten für Briefträger, haben das Telefonbuch wieder rausgegeben, in Stein hineingeschnitten. Ja. Ziemlich mühsam natürlich. Dann Bosch, der Werkzeughersteller, hat den Feuerkeil jetzt wieder aufgelegt. Neuerdings kann man kaufen. Und RUAG, unsere Lieblingsfirma RUAG, liefert jetzt an Syrien 35 Katapult. Das ist so schön. Finde ich schön. Ja. Und übrigens war es eine gute Woche für Handys. Ja. Bäumig. Bäumig. Agota übt gerade klassische Schweizer Begriff. Bäumig, hast du noch einen? Ja. Sehr schön. Und zwar, merkt ihr, wie ich Freude an dem Stecker habe? Habe ich Wahnsinn. Ich finde das fantastisch. Ja. An welchen? Ja. Aber der ist jetzt zusammen. Komm, gell?
Sind noch nicht durch mit dem Einbürgerungsformular. Sind noch nicht ganz durch. Also, stecken zusammen. Es ist ein... Nein, aber jetzt nicht. Es ist eine sehr gute Woche für Handys. Ein ganz spezielles Handy ist auch noch auf den Markt gekommen. Schau mal, das ist wirklich das kleinste Handy, das je auf den Markt gekommen ist. Jetzt sage ich euch ein bisschen speziell. Das kann man bestellen und das wird sehr gerne bestellt von brasilianischen Gefangenen. Nein, das ist wirklich wahr. Die das in After einführen und so ins Gefängnis hineinschmuggeln. Ja? Was läuft auf die Zehenspitze und macht Düli Düli Dü? Das ist schönes Handy. Kann man sich überlegen. Gibt es jetzt auch mit Antworten beantworten? Es gibt jetzt auch für Leute, die nicht damit umgehen können, gibt's spezielle Einführungskurse. Es geht noch tiefer, aber keine Angst. Es geht noch tiefer. Es ist auch wirklich, wenn du so ein Handy anläutest, steigt natürlich die Chance, dass es Arschloch an der anderen Seite ist. Das ist klar. Dring, 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 dring. Oh, kannst du schnell abnehmen? Was machst du unten bei der Steckdose? Was machst du nicht unten bei der Steckdose? Akku aufladen! Ah. Aber ist das nicht eine perfekte Überleitung? Akku aufladen in den nächsten Einspieler? Da ist er. Ballerina säckelt durch den Wald. Sie hat den Vampirprinz besiegt und Zombiefisch abgeschüttelt. Aber plötzlich steht vor ihr der tollwütige Wolfsbub. Und in seinen haarigen Tatzen trägt er Ein Motorsäge. Genau. Findet ihr das nicht spannend? Mama. Ich verstehe einfach nicht, wieso die Ballerina nicht einfach die Polizei anruft. Ihr Akku war leer. Hat sie ihn über die Nacht nicht aufgeladen? Ihr Ladekabel hatte einen Vakuumkontakt. Was? Und als sie am Morgen zum Haus aus ist, hat sie nicht gemerkt, dass ihr Handy nur noch bei 5% war. Nein. Doch. Und dann? Als sie in ihr Schuh angekommen ist, hat sie ihr Handy aufladen und hat aber gemerkt, dass sie das Ladekabel daheim vergessen hat. Und ihre Freunde haben auch keins dabei. Die haben alle schon das neue iPhone. Sie braucht das breite 30-Pin-Kabel. Oh Gott. Der Wolfsbub kommt näher. Und näher, und sie hat noch 3%, noch 2%, noch 1%. Also da? Das ist aber nicht mehr nicht, du. Nein. Wir haben vorhin vom Ombudsmann geredet. Und wisst ihr vielleicht, was auch ein mystisches Wesen ein Troll ist? Ein Troll. Ja? Kommt auch vor bei Herr der Ringe. Ja? Ist aber jetzt, wenn man im modernen Zeitalter redet, ist ein Troll jemand, der sich im Cyberspace umtreibt und so auf Foren und in Kolumnen irgendwie so Hasskommentare abladen. Das ist ein Troll. Und da hat es jetzt auch in der letzten Woche einen Bericht in der Rundschau, wo man so Troll, die Leute ist man besuchen, die haben ihr Gesicht gezeigt und haben ein bisschen erzählt, wie es ihnen dabei geht, wenn sie die Hasskommentare verfassen. Schauen wir mal ganz schnell rein in diesen Beitrag. Die meisten machen einfach, habe ich das Gefühl, Pfust im Sack. Und ich habe jetzt gedacht, so, für das ist jetzt das da, das Facebook. Es ist eben schon so, wir reden heute schon nicht mehr so miteinander, wie sagen wir noch vor 20, 30 Jahren. Nützen tut es nicht, aber es tut mir persönlich gut. Ja, gut. Es ist vielleicht auch ein Ding, dass ich mich abreagieren kann, oder? Und dass ich nicht alleine bin mit dem Ganzen. Erschütternde Bilder, oder? Da haben wir es gesehen, das ist wirklich eine Krankheit. Das ist etwas, das sind arme Leute. Die leiden unter einer Art, müsst ihr euch vorstellen, digitales Tourette-Syndrom. Also Leute, die krampfhaft Bullshit abladen, irgendwo in diesen Kolumnen, in diesen Spalten, in diesen Foren. Und da können wir wirklich, da schauen wir zu, da will Late Night, und da tut das Herz weh und wir wollen hier eine Hilfestellung geben. Was haben wir entwickelt? Unter www.blumentroll.ch
haben wir wirklich ein Tool entwickelt, das ganz einfach ist, für jeden Troll daheim im dunklen Kämmerlein auch einmal einen freundlichen Kommentar zu verfassen. Wir haben hier ein Beispiel, kann man das vielleicht mal zeigen? Schaut. Das ist dann die Oberfläche, die wir bekommen bei dieser Webseite. Und da kann man wirklich, der generiert einfach freundliche Kommentare. Man kann dann schon noch irgendwie daheim in der Küche weiterfluchen, aber wenn man etwas im Netz ablagen, drückt man einfach da, zum Beispiel hier, Meteo hat das Wetter hervorragend vorausgesagt. Freue mich auf die Wiederholung. Das darf man nicht. Das braucht es doch einfach einmal. Da kann man da neue Kommentare kann man drücken, dann tut es neu berechnen. Das ist Service Public. Wenn ich könnte, würde ich Trinkgeld geben. Das ist doch einmal freundlich. Das ist doch schön. Kann man hier noch drücken? Noch einmal. Machen wir noch einen. Können Sie selber ausprobieren? Der Tatort war super spannend. Bin mit einem Lächeln eingeschlafen. Ja, das ist doch wirklich die neue Befindlichkeit, ein bisschen Freundlichkeit auch im Netz können leben. Komm, nachher noch mal einen. Zack. Eschbacher hat sich super gehalten. Dafür zahle ich gerne Bila. Und das Beste, probiert das aus, www.blumentroll.ch. Könnt ihr hier dann drücken, jetzt tweeten und dann geht das automatisch in Cyberspace über euren Tweet-Account geht das raus und ihr könnt unglaublich viele schöne Kommentare posten. #morebilag. Ja? Das wäre das für uns. Das ist einfach so grundsätzlich. Und ich finde, es ist immer noch ein Tourette-Syndrom. Es ist immer noch ein digitales Tourette-Syndrom, aber ein freundliches. Ja, wäre doch schön, ein freundliches Tourette-Syndrom. Schöner Hut! Schnügel! Ja? Schöne Haare! Und das sind ja auch genau die Leute, die jetzt wieder zittern. Weil jetzt kommt der 8. März. Das ist ein Tag, wo sich wahnsinnig viele Verschwörungstheorien darum ranken. Man behauptet wirklich, es gäbe hier liebliche Wesen, die unter uns wandeln. Ja, die sich reinschleichen, sich infiltrieren. Man hat solche Wesen wirklich anscheinend. Musst du dir mal vorstellen, Agota, in höheren politischen Ämtern. Ja, bitte? Lagbübeli. Ja. In höhere politische Ämter haben sich die Wesen reingeschlichen. Anscheinend ist die Dunkelziffer viel höher, als man denkt, dass die uns irgendwie beeinflussen. Die Wesen, die unter uns wandeln, in der zivilisierten Welt. Ja? Richtig. Die Frauen. Liebe Männer, wir müssen reden. Ihr baut sehr viel Scheiß. Die grössten Steuerhinterzieher, ihr. Die grössten Umweltsünder, ihr. Kriegsverbrecher, alles Männer. Wir haben gemeint, das Ziel sei gleich gut und gleich kompetent sein wie ihr. Aber so ein Scheiß. Das eigentliche Ziel ist doch, dass wir gleich schlecht dürfen sein. Und das können wir. Frauen können alles genau gleich schlecht wie Männer. Regieren, gleich schlecht. Vorausplanen, gleich schlecht. Reden, tanzen, musizieren, den Chef spielen, gleich schlecht. Ich kann auch ein Unternehmen an die Wand fahren. Ich kann auch auf der Rennzeichen. Ich kann auch kein Late-Night-Show moderieren. Ich kann so korrupt sein. Ich kann auch Gölle-Fan sein. Ich kann auch für Sex bezahlen. Muss ich aber nicht. Ich kann sogar meine eigene Pussy graben. Ich kann auch 5000 Stellen abbauen und dann Ferien machen. Wahoo! Ich kann auch ein Land bombardieren. Ich kann auch Fußball. Nein, Fußball ist wirklich scheiße. Ja, Fußball ist echt scheiße. Ich kann auch nicht zulassen. Ich kann auch so richtig inkompetent sein. Den Karren an die Wand fahren. Die Kacke zum Dampfen bringen. Ich kann auch furzen. Und einen Shitstorm auslösen. Schmeckst du? Also das nächste Mal, wenn ihr einen Job zu vergeben habt. Also einen richtigen Job. Denk daran. Wir können nicht nur alles genau gleich gut wie Männer, sondern auch gleich schlecht. Solange keine Frau eine Volkswirtschaft in Gang gesetzt hat oder einen Weltkrieg angezettelt hat, bleibt Chancengleichheit einfach ein Wort. Nur wer Macht hat, kann Dinge verkacken. Wir wollen auch ein Teil des Problems sein. Ihr wisst auch noch, was es findet. Wir sind überall. Frauenkampftag. Und deswegen jetzt ein Geschenk von uns, Devi Late Night, an alle Frauen. Der bestaussehendste, bestliederschreibendste und erfolgreichste Mundartvolker der Schweiz. Da ist er für euch, der Kunz! Jetzt geht noch auf der Showbühne und jetzt bei mir schon auf dem Sofa mit seinem Album «Noch Hunger», der Kunz! So, da ist er schon. Hey, gut.
Schöni, sitz da. Ich habe noch ein Bier mitgenommen. Oh, Ich dachte, es ist so leer hier und dann können wir doch ein Bier trinken. Ja, unbedingt. Wobei, du weißt, ich und Alkohol, das ist natürlich... Gehst du mal auf, dass er ja, ist nicht so Platz hat? ja? Ja, ist gut. Ah, gut, das verstanden. Du hast wirklich dein eigenes Bier. Also darf man hier trinken? Ist das ist so... Lass mich ganz kurz überlegen. Ist meine Show? Los! Also. Trinken wir es irgendwie? Ja, das hast du kaputt gemacht. Kannst du das nehmen? Ja, okay. Das kann man jetzt... Kindersicht, du? Ja, wie du siehst, es funktioniert. Dann mal degustieren. Mal degustieren. Ist da Ja, wirklich Kunst drauf? Das ist ein Wahnsinn. Ja? Was man heute alles machen kann. Sag mal. Ja. Passt, ist gute Machung, ja. oder? Bäumig. Bäumig. Nein, passt zu der Musik. Es ist leicht. Frisch, spritzig. Nein, ich wollte jetzt wirklich ernsthaft, eines wenigstens in dieser halben Stunde ernsthaft mit jemandem reden. Schade, ja. Gell, Gott. Gölle haben wir auf den Mond geschossen. Der Baschi ist durchbesoffen. Der Polo wissen wir nicht, wie lange er da ist. Bist du parat? Das sind grosse Fußstapfen, oder? Ja, und kannst du die ausfüllen? Ausfüllen, was hast du das Gefühl? Sind das Vorbilder für dich, die ich jetzt so genannt habe? Nein. Also Vorbilder nicht von der Musik gibt's. Also so lange wie der Polo will ich schon machen, ja. Ja. Aber also 120 Jahre? Musikalisch bin ich jetzt sehr Patent 18 von der Schweiz. Das ich so stimmt, die gibt es ja auch noch. Leben die noch? Also ich frage nicht. Die leben noch. Wo kommst denn du her jetzt musikalisch? Du hast gesagt, das sind nicht deine Vorbilder oder so. Hast du schon immer Mundart Folk? Ist jetzt etwas Frisches, würde ich jetzt mal sagen. Auch so habe ich das jetzt so Mumford & Sons und so die Richtung mit schweizerdeutschen Texten. Genau. Schon immer so gemacht? Nein, nicht schon immer. Ich habe einfach schon viel Songs geschrieben und gespielt und das ist mit Singer-Songwriter und das ist von Singer-Songwritern so gekommen, oder? Und das stammt... Also Mundart? Du hast das Mundart schon getextet? Ja, schon Mundart schon getextet. Ja. Schon von klein auf hast du Mundart gesungen? Du bist nie seit eineinhalb, ja. Nein, natürlich irgendwie... Also früher habe ich mal eine englische... Eben schon, oder? Ja, jeder macht es irgendwann, oder? Nein, das fällt mir einfach auf, weil du kommst aus dem Luzernerischen und gerade dort können wir zum Beispiel auch Hecht her. Könnte man Hecht ohne, eventuell die Band? Ja. Traufer kommt jetzt nicht unbedingt, aber... Nein, nicht wirklich. Von anders her, aber Tobi Gmür hat man zum Beispiel noch, die haben alle früher englische Musik gemacht, sind nicht so wahnsinnig erfolgreich gewesen. Und jetzt kommt so eine Welle von Mundart. Wo kommt das her? Wo tust du das verordnen? Von Luzern. Ja, klar. Aber jetzt so gerade ein Traufer, wo von ganz woanders nicht her. Du, ich weiss nicht, das frage ich mich noch früher. Ich glaube, also die Leute haben einfach gerne Musik, die sie verstehen. Willst du sagen, die Zuhörer sind blöd? Nein, ich will damit sagen, es sind alle Englisch. Nein, das ist auch unser Fernsehkonzept. Ja. Du wissen, also, das funktioniert nicht so. Nein, es gibt auch immer mehr Mundart-Bands. Weil man hat irgendwie, es ist nicht mehr so, früher ist man viel belächelt. Also, als ich noch angefangen habe, so, ich habe mit 20 so angefangen wieder auf Mundart, weil das Englisch ist dann so. Ja, ist halt schwierig, wenn du nicht zu Englisch redest. Jetzt sag mal ganz ehrlich. Ja. Ganz ehrlich. Wir sind, wie gesagt, wir haben nicht so hohe Einschaltquoten. Und wir können jetzt unter uns sein. Also. Das, was du machst, findest du das wirklich gut? Also wirklich, das interessiert mich. Weil ich habe das Gefühl, wenn man so im Rock Englisch und dann hat man das Gefühl, ich will auch mal stattfinden irgendwo im Radio und dann tut man so, dann wird man ein bisschen breiter und mehr Leute verstehen die Musik und so. Nein, ich habe wirklich das grosse Glück, dass mir das gefällt, wenn ich mache. Sehr schön. Ja, weil es sind ja meine eigenen Songs und also ich glaube, wenn man selber Songs schreibt und die einem nicht gefallen, dann macht man irgendetwas falsch, oder? Hast du wirklich das Gefühl, DJ Bobo gefällt das? Also manchmal ist es auch wirklich nur der schnöde Mammon, wo die Leute hier im Kopf haben. Ja gut, also du hast Musik. Du bist jetzt auch auf Tour mit der Platte hier. Sie heisst «No Hunger». Und nein, «No Hunger» heisst sie. «No Hunger», ich finde es einfach lustig. «No Hunger». Es liest wirklich. Und weißt du, so kommt das? Ja, ich hatte zuerst die Titelmusik von «Germany's Next Topmodel». Ich kann alles Hunger schreiben, wir sagen mit O, oder? Ja. Und dann hat mein Team das Gefühl, nein, das versteht niemand Hunger. Weißt du, du kommst von Luzern, aber die Leute können mehr so mit Zürichdeutsch. Und ich meine, es ist ja wirklich, das letzte Album ist schon auf Platz 1 gewesen, oder? Ja. Jetzt das Album, also ist wirklich noch Hunger, nochmal Platz 1. Das ist ein fantastisches Gefühl. Jetzt grosse Tour, wo geht es durch? Wie lange? Durch die ganze Schweiz, 10 Jahre planen wir.
Nein, zuerst darf ich noch so eine Fernsehshow machen. Ja. Schenkt dir ein Lied. Oh ja, jetzt 5 Wochen. Oh ja. Also 5 Samstagabend von am 11. März an. Und nachher sind wir unterwegs in der ganzen Deutschschweiz eigentlich. Also man kann auf kunstmusik.ch, darf ich noch schauen? Kunstmusik.ch. Das können wir dann einblenden. Konzerte kann man schauen. Okay, Konzerte? Ja, Ein Wortspiel! Ein Wortspiel! Was hast du das Gefühl? Ja, bitte? Heiland sagt noch einmal! Nein! Schön, bringen Sie extra für dich. Agatha mit Mundart, Slangwörter tut es da um sich herum. Auch noch ganz schnell, was ja wirklich auffällt. Was würdest du sagen, zu wie viel Prozent hängt ein Lied, das du schreibst, das du performst auf der Bühne, von deinem Aussehen ab? Auch da sind wir uns sehr ähnlich. Also, ich merke immer wieder, viele schauen meine Show. Und denen, die zuschauen, du merkst mit der Zeit, denen geht es gar nicht mehr um den Inhalt. Du bist doch manchmal auch ein bisschen ausgenutzt. Ja, ein bisschen ausgenutzt. Ja. Agatha, du auch? Also ich auch. Du schon auch? Ich auch, ja? Dankeschön. Ja, auf jeden Fall. Agatha natürlich auch. Agatha ist auch eine transsilvanische Schönheit. Ja, also ich glaube, es gehört alles dazu. Aber ich meine, also wenn es nur so wäre, dann würden die Leute nur an Konzert kommen, um zu schauen. Aber weil heutzutage, ja, aber heutzutage muss das Gesamtpaket ja schon stimmen. Habe ich immer stimmen. Ja, also früher ist es nicht so. Elvis hat auch geil ausgesehen. Ja, aber schau, der Herbert Grönemeyer an. Ich meine, das wird doch heute nicht mehr funktionieren. Und jetzt ich meine, propere junge Mann, oder? Ist er schon, oder? Jetzt einmal so. Kann man sagen, da. So. Und natürlich umso schöner, wenn du noch die Musik dazu machst, die dir gefällt. Und vor allem Mundart, finde ich, habe ich jetzt nie hingebracht. Auf Mundart etwas ist auch schwieriger als auf Englisch. Es ist viel schwieriger, weil sobald du etwas sagst, du lässt immer sofort die Hosen runter. Im Text. Ja, du. Aha, so, ja. Nein, du kannst ja im Englischen irgendetwas singen und sagst, das klingt noch schön. Love is in your eye. Das klingt auf Schweizerdeutsch recht doof. Und ich habe zu dem habe ich ein wunderbares Spiel vorbereitet, das genau das so ein bisschen beinhaltet. Hättest du Lust, das mit mir zu spielen? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich freue mich, gehen wir ganz schnell in die Werbung und dann kommt das Spiel. Jetzt neu in Ihrem Baumarkt. Der Nugel, der Nagel mit dem U. Ebenfalls erhältlich die Zunge, die Zange mit dem U. Und kennen Sie schon? Der Busen, der Besen mit dem U. Alles mit U zum Hummerpreis. Schlugen so zu. Uhu. Von Herrn Hürzeler. Man gewöhnt sich daran. So, willkommen zurück aus der Werbung hier bei der Late Night. Bei mir ist der Kunz, Mundart Volker, und wir machen das wunderbare Spiel. Kunz, das Spiel heisst «The 7 Singing Steps». Ja. Es geht darum, dass wir hier 7 Lieder ausgewählt haben bei der Late Night. Das sind 7 englische absolute Hits, die ihr alle daheim und auch im Publikum kennt. Wir werden die singen mit einer anderen Melodie von dem Gitarrero dargebracht und werden den Text ins Schweizerdeutsche übersetzen. Ihr hier im Maskott bitte vorrufen, wenn ihr merkt, ihr könnt den Song, rufen den Titel, Interpret oder was auch immer, wir müssen nicht beides wissen, einfach reinrufen. Wir versuchen miteinander, mit euch zusammen, mit euch daheim, durch die 7 Songs durchzukommen. Wir haben knapp 3 Minuten Zeit bis zum nächsten Signal. Und dann geht's los. Willst du anfangen? Oder irgendeine Melodie, gell? Also er geht etwas vor. Ja? Ah, okay. Also. Willst du anfangen? Ja, ist gut. Also, das steht nebenan. Agatha, du zählst. Ja, du zählen und kannst auf die Glocke hauen, wenn es jemand errotet hat. Ja. Ja, also. Gut, bitte. Velo, Velo, Velo. Ja! Bravo! Bicycle! Weiter spielen, komm, nächster Song. Ja, ich sag dir, was ich will, was ich wirklich will. Denn sag mir was. Oh, super, Spice Girls! Nimm's nicht so schwer, Brian. Weißt du, was sie sagen? Einige Dinge im Leben sind schlecht. Sie können dich wirklich verrückt machen. Thunder, AC/DC. AC/DC.
Das ja, aber das nicht. Ist so ein Scheißpilz. Wenn du am Knorpel vom Leben musst kauen, muss er nicht. Fang an zu pfeifen. Life of Brian! Da ist er! Life of Brian! Oh, nehmen wir Zeit. Wir kommen alle auf Montreux. Ja, die Purple! Wir haben richtig, Smoke on the Water. Nächster Song kommt, Phil. Ja. Schnapp dir einen Haufen Waffen und bring Freunde mit. Es macht Spass zu verlieren und so zu tun, als ob. Sie aus überaus Gewalt, gelangweilt und selbstsicher. Oh nein, schon klar, das ist ein schmutziges Wort. Hallo, 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 wie tief unten. Hallo, 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 wie tief unten. Ah, Nirvana, richtig, super rausgefunden. Ei. So, ja. Warum komme ich immer die Samen lösen? Ich wollte auch mal etwas Wichtiges. Ah, jetzt, ja. Kumpel, du bist ein Bub, du machst einen grossen Lärm. Du spielst auf der Straße und wirst eines Tages ein grosser Mann sein. Du hast Schlamm in deinem Gesicht, du bist eine grosse Scham und gilt die Stöseli. Du hast das schon rausgefunden. Hey, ja, wir wollen dich schütteln. Komm, noch letzte. Du kannst tanzen, du kannst singen, die schönste Zeit in deinem Leben haben. Ja! Fantastisch! Super gesehen. Elis. Merci vielmals, super rausgefunden. Das Geschenk von Agota. Wunderbare Planeten, neu entdeckte Planeten zum Essen für alle. Und wir haben es auch schon wieder geschafft. Das ist es mit Devi Late Night. Merci, dass ihr dabei sind. Mit einem Kuchen. Agota Demon. Und meine Bescheidenheit. Gute Nacht miteinander. Tschüss.